genau. Dann wird ich eben, wie gesagt, für da wieder so Spiegel, die dann aber so runterkommen, oder? Weil da siehst du die Hälfte, ein Drittel, oder ja, die Hälfte sogar, siehst du jetzt am Spiegel nicht. Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, jetzt fahren wir zu Luis. Jetzt fahren wir zu Luis und genau, probieren für den TÜV ob wir da so Spiegel können holen. Und ich muss einfach schauen, das Problem war, dass ich jetzt die schon wieder schauen, ob man das überhaupt aufdrüllen kann. Ich es nicht können aufdrehen, weil die Schraube so dermaßen fest angezogen ist. Und auch ein bisschen, ich glaube auch ein bisschen weiche Schraube ist das Ganze. Muss ich schauen. Ob sie überhaupt so etwas haben, wie ich will. Und wie ich das dann mache. Und ja, genau, so viel zu dem. Ich finde jetzt, seit ich schau mal das Auto. Seit ich jetzt den TÜV habe, bin ich schon viel gefahren, damit wirklich richtig viel. Aber es ist auch geil, ich mache es mega gern. Ich fahre jetzt mega gerne mit dem TÜV rum, weil er wirklich so Zug hat, weil er so eine richtige Maschine eigentlich, also vor allem im Gegensatz zu der letzten. Es ist richtig geil mit dem auf der Autobahn, kannst richtig ziehen, die trägt bis 15'000. Das ist geil. Jetzt mal schauen, da vorne ist er, vielleicht jetzt noch 2 Minuten von daher. Und genau, dann wird ich eben, wie gesagt, für da wieder so Spiegel, die dann aber so runterkommen, oder? Weil da siehst du die Hälfte, ein Drittel, oder ja, die Hälfte sogar, siehst du jetzt am Spiegel nicht, weil da meine Schultern bzw. meine Arme im Weg sind. Darum wäre das noch geil, wenn ich so einen Spiegel könnte haben, dass er wirklich auch nicht nur optisch, sondern auch nicht nur optisch, sondern auch für die Sicherheit etwas Gescheites, wenn ich so einen Spiegel hätte. Und ja, genau, muss man jetzt schauen, ob das etwas wird. Andere Veränderungen am TÜV mit irgendwie so alles in grün oder so mache ich dann schon mal noch. Ich habe mir ja auch lange überlegt, so, ja, soll ich den TÜV so umlackieren oder umfolieren lassen. Aber ich glaube, ich lasse ihn wirklich so, wie er ist, weil Kawasaki, das ist auch, glaube ich, Kawasaki Farbe. Und macht dann alles, wie zum Beispiel der Öldeckel da oder der Griff und alles ein bisschen so im grünen, Style, dass alles ein bisschen so grüne Akzent hat, noch mehr als sonst eben wie der Deckel da. Und ja, schauen wir mal, was Louis alles hat. Wenn sie so Sachen auch haben, dann poste ich so Sachen auch noch und sonst kaufe das dann im Amazon. Ich bin mega am Fan jetzt vom Amazon oder allgemein vom Internetposten. Früher habe ich das nie gemacht. Aber jetzt, so Sachen, da musst du nicht lange in die Läden gehen und dann hat der Laden das nicht und dann musst du das bestellen. Sondern du kannst das gerade selber bestellen von Amazon. Und das finde ich richtig fett. Auch mit der deutschen Lieferadresse. Weißt, ich habe eine deutsche Lieferadresse in Jestetten, da kannst du in Google eingeben, deutsche Lieferadresse, dann kannst du dort so einen, du musst eigentlich nur zahlen, wenn du Päckchen willst, du hast eine Adresse, immer ausser, wenn du sie dann löschen willst. Und dann musst du aber nur zahlen, wenn du ein Päckchen holst, du musst halt jedes Mal schon relativ teuer, so. Also ich meine jetzt, und auch für einen Brief musst du auch zahlen. Du musst halt immer schauen, lohnt es sich jetzt in die Schweiz zu liefern oder habe ich viel Zoll und viel Lieferkosten, dann tue ich es halt auf Deutschland bestellen. Also wenn es von Deutschland kommt, oder? Auf jede Städte bestellen dann. So. Genau. Mir ist letztens noch etwas eingefallen, richtig verrückt, und zwar
habe ich schon 1-2 Mal aufgenommen und dann ist die Tonspur nicht, also hat die Tonspur nicht aufgenommen. Ich weiss jetzt mittlerweile, wie ich das machen muss, dass es definitiv die Tonspur aufnimmt. Aber das ist dann jedes Mal mega komisch. So, ich meine, so mit mir selber reden, ich kenne es halt von den Let's Plays her, das ist für mich nicht mehr speziell. Mit den Let's Plays habe ich auch so mit mir selber geredet in dem Sinn. Und da ist das jetzt genau gleich. Und es stört mich auch nicht groß aus, eben wenn dann das Video, wenn es dann verkackt, dann ist ein bisschen ein Anschiss, aber wegen der Arbeit, wenn es ein schönes Video gewesen wäre und eben du denkst, Scheiße, ich habe selbst Gespräche so gemacht, oder? Das ist ein bisschen komisch. Genau, gerade da vorne muss er sein. Jetzt schaue ich mal, ob es etwas gibt. Ich kann ja fragen, ob die irgendeinen Tipp haben, um das zu lösen oder ob man das ausbauen muss. Oder vielleicht ist das ja auch sogar nur dick, aber ich hoffe es zwar nicht. Das wäre schon richtig gewesen. Vielleicht kann ich auch so Sachen wie den Deckel da in grün machen. Jetzt mal schauen, was man alles ändern kann. Mal schauen. Ich muss jetzt auch schauen, ich habe mir ja überlegt, was das Schmier war. Ich habe mir ja überlegt, dass ich immer die Videos raushaue. Was macht ihr dort? dass ich immer Videos raushaue, wenn es... da muss ich schauen, dass ich nachher nicht filtere im Retrowerk. Das mache ich jetzt auch fast nie, aber sowieso jetzt, wenn ich da denke, dass ich es nicht mache. Nein, ich habe mir überlegt, dass ich die Videos immer raushaue, wenn ich es kann. Aber ich habe nochmal ein bisschen bessere Idee, und zwar schaue ich ein bisschen auf ein paar Tage im Voraus, wenn ich fahren kann. Und dann sehe ich, okay, jetzt ist es eine ganze Woche ziemlich sicher regnerisch, dann muss ich nicht gerade alle Videos raushauen, safe. Weißt, wenn ich jetzt noch 3-4 Videos habe und ich weiss, es ist eine Woche regnerisch, dann kann ich ja auch ein bisschen vorausschauend machen. Also das war auch noch ein bisschen meine Idee gewesen. Und dann, ja, wäre es das gewesen für das erste Video. Ich hoffe mal, euch hat es Spass gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander, euer Obscuro 94.